Ja, grüß euch beinand und einen sakrisch guten Jetzt Kasperl. Ja, da denkt man nix Bes. Wir waren gerade schön gemütlich mit Freunden beim Italiener beim Essen. Es war ein sehr schöner Abend. Wir haben es uns gut gelassen. Schlendern nach Hause. Ich denke mir nix Bes, gehe aufs Klo, nimm mein Handy raus, ist mein kompletter YouTube-Abo-Feed voll mit "Er ist wieder da". Und tja, haben wir jetzt länger nicht mehr gesagt. Heute ist es wieder soweit. Rainer hat ein neues Video ins Internet gepimmelt. Auf TikTok. Ich prophezeie euch zu dem Zeitpunkt, also das hat er vor 2 Stunden oder sowas, hat er das hochgeladen zu dem Zeitpunkt, wo jetzt die Scheiße hier aufnehmen. Ich prophezeie euch jetzt, wahrscheinlich existiert der Kanal schon immer. Da der mal so sagen. Ja. 100%ig dieser Kanal schon weggemeldet. Oder wenn das nicht ist, dann spätestens bis morgen. Genau. Ich mach mal mein hier Ding auf. Denn ihr kennt's mich, die Scheiße gebe ich mir nicht ohne. So, der ganze Krampf dauert 3 Minuten, das reißen wir uns jetzt geschwind runter. Wir schauen den ganzen Schmutz beim Influencer, der kein Mensch mehr ist. Die Verlinkung findet ihr in der Beschreibung, so wie immer. Er schaut schon wieder ernst. Der Mund ist noch nicht sehr klein, aber die Stimmung ist neutral. Danke Rainer im Übrigen, dass du dir erstens mal das Vogelnest abrasiert hast. Das ist sehr gut. Ja. Und zweitens den Bart wieder ein bisschen wachsen lässt. Der verdeckt so viel schön von deinem Gesicht. Das macht es einfacher, sich das anzuschauen. Danke, dass du da Rücksicht auf mich nimmst. Dann, da ich sagen, da gehen wir gar nicht lange umeinander. Und da gehen wir einer in Rainer. Metal, Leute? Ich mache jetzt... kein Metal, Leute. Das ist kein gutes Zeichen. Schaut es euch an. Auch richtig geil wieder ausgekiet. Das sah aus wie so Geistergestalt mit billig CGI von TV-Serien von Anfang der 90er Jahre gemacht. Ja, den machen wir an die Ränder ein bisschen unscharf, dann checken die das schon, dass das ein Geist sein soll. Seit etwa 11 Jahren YouTube. Rainer, du machst kein YouTube mehr. Und zwar seit etwa 5 Wochen. Kein YouTube mehr. Ich habe etwa 10 Jahre Hate hinter mir. Rainer, und wenn du mit dieser Scheiße hier nicht aufhörst, dann werden es auch noch 10 Jahre mehr. So lange, bis du dich in ein frühes Grab gefressen hast. Begreif es doch bitte. Und ich weiß genau, was jetzt wieder kommt. Ich hab's so schwer gehabt. 10 Jahre Hate und Mobbing und ich bin so stark geblieben und mein ganzes Leben lang, früher in der Schule, heuli, bitte haben Sie Mitleid mit mir. Nee, Rainer, Mitleid ist Ausverkauf heute. Und für dich ist Mitleid generell ausverkauft. Gibt nicht. Palim, auf Wiedersehen. Und etwa 8,5 bis 9 Jahre Mobbing. Durch Leute aus dem Internet, die mich überhaupt nicht kennen. Rainer, die kennen dich besser, als du dich selber kennst, offensichtlich. Ganz ehrlich, wenn man Fakten, Wahrheiten aus Rainers Leben hören will, dann darf man nicht Rainer zuhören. Dann muss man Hatern zuhören. Die können dir sagen, was Phase ist bei ihm. Von ihm kriegst du nie eine ehrliche Antwort. Kannst komplett vergessen. Es gibt Menschen auf der Welt, Kinder vor allem, die mit Krankheiten geboren werden. Boah, Rainer. Na. Da gehen wir jetzt bitte nicht entlang. Rainer, da geht's nicht lang. Du willst jetzt wieder...
Es kommt da über die Schiene. Es gibt Leute, denen geht's natürlich viel schlechter als mir und so und da. Und die Welt ist so fürchterlich und diese Leute, die mir auf den Sack gehen, haben nichts Besseres zu tun und lauter so einen Krampf. Meiner, halt dein Gulli. Oder nicht mal ihr zweites oder sogar nicht mal ihr 10. Lebensjahr erreichen. Oder sogar nicht mal ihr 10. Lebensjahr. Andersrum hättest du sagen sollen, nicht mal ihr 2. Lebensjahr erreichen ist schlimmer als nicht das 10. Lebensjahr erreichen. Das erste Mal, dass ich gegen den Tod gekämpft habe. Oh, jetzt kommt... Als Kind wäre ich fast gestorben. Das war mit einem halben Jahr ungefähr. Damals hatte ich eine sehr schlimme Grippe als Baby und wäre daran fast gestorben. Ein Schmarrn. Rainer, du bist nach eigener Aussage nicht einmal im Krankenhaus gewesen. Und ich finde, heutzutage ist das ein Indiz dafür, dass jemand fast gestorben wäre. Fast gestorben heißt für mich, auf der Intensivstation liegen und der Arzt sagt, wir wissen nicht, ob er es schafft bis morgen in der Früh. Das ist fast gestorben. Ja, der Bur hat ein bisschen ein Fieber, und den lassen wir daheim und 3 Tage später ist er wieder auf dem Damm, zählt nicht als fast gestorben. Laber keine Scheiße. Und ich weiß, du hast die Info von deiner Mutter, aber die ist halt, wenn du auch nur ein bisschen nach ihr kommst, auch nicht die zuverlässigste Quelle. Ja? Und ich habe schon damals... Wahrscheinlich, ganz ehrlich, ich kann es ja genau sagen, wie es abgelaufen ist. Seine Mutter hat irgendwann einmal die Story erzählt, hier, ja, der Rainer, der war irgendwie mit einem halben Jahr, hat er schwere Grippe gehabt, da hat er starkes Fieber gehabt, da haben wir echt Sorgen gemacht. Und dann bin ich mit ihm zum Doktor und der Doktor hat gesagt, hey, bei kleinen Kindern ist das normal, die haben grundlegend eine höhere Temperatur, da brauchen wir uns da noch keine Sorgen machen, nehmen es den wieder mit heim, meistens regelmäßig die Temperatur, wenn es höher geht, dann ab ins Krankenhaus. Und das hat sie gemacht und die Story hat sie irgendwann mal erzählt und Rainer macht jetzt daraus seit Jahren dieses, boah, ich bin fast gestorben, aber ich war als Säugling schon so stark, dass ich gegen den Tod gerungen habe. Heut dein Maul, Rainer. Heut einfach dein Maul. Diese Scheiß-Story, ich kann sie nicht mehr hören. Damals gekämpft und habe es überlebt. Ja, okay. Ich habe 10 Jahre in der Schule gekämpft und habe es überlebt, wo andere sich längst umgebracht hätten. Rainer, du hast einen Mitschüler krankenhausreif geschlagen. Gekämpft und überlebt. Du Saubeitel, du Bläder. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich habe 10 Jahre in der Schule gekämpft und überlebt. Rainer, du warst damals schon höchstgradig asozial und die Leute haben dich gemieden. Oder haben sich über dich lustig gemacht. Aber das ist nicht denen andere Schuld gewesen. Ganz gewiss nicht. Amok gelaufen wären oder anderes. Die andere wären schon längst Amok, hätten 1000 Leute schon umgebracht oder sich selber oder hätten einen Weltkrieg angefangen oder leck mich doch am Arsch. Ich habe 9 Jahre, 8, 9 Jahre, 9,5 Jahre. Ja, jetzt komm. Oh. Das ist also, das macht mich wahnsinnig. Es macht mich rasend vor Wut. Dieses 9 Jahre, 8 Jahre, 8,5, 9,5 Jahre. Überleg dir die Zahl vorher, die du da erfinden willst und sag dann eine Zahl. Nicht irgendwie Zahlensalat à la Winkler. Mit einem saftigen Lülülü-Dressing oben drüber. Hate und Mobbing überlebt aus dem Internet. Also, ich habe 10 Jahre lang die Leute provoziert und mit Scheiße beworfen und ihre Autos zerdengelt und verletzt und Körperverletzung begangen und habe ich alles überlebt. So, ich war 10 Jahre lang weiter derjenige. Und ich habe das überlebt. Rainer, in dieser Blick bezeichnenderweise. In den allermeisten Fällen. Ich schließe nicht aus, dass du auch Opfer bist in manchen Situationen. In den allermeisten Fällen bist du hingegen aber Täter. Und eine Lage zu provozieren
in der man sich dann in Anführungsstrichen selbst verteidigen muss, zählt nicht als Notwehrlage. Wenn du eine Notwehrlage in Anführungsstrichen provozierst, zählt das nicht als Notwehr, sondern dann bist du derjenige. Und du bist derjenige, Rainer. Du warst immer derjenige und du wirst immer derjenige bleiben, der die Leute provoziert hat, dass sie zu dir gekommen sind. Der die Leute dann noch angebrüllt hat und weiter provoziert hat, dass eskaliert ist. Und dann hast du ihn auf die Schnauze gehauen und gesagt, ich verteidige mich ja bloß. Ich verteidige mich ja bloß. Wenn ich morgen in die Kneipe gehe und gehe zu einem hin und sage, du hast ein sauber kreisliches Gesicht, hast du die Larven noch von Fasching auf? Oder hat die deine Mutter irgendwie nach der Geburt irgendwie auf den Boden fallen lassen, Gesicht voraus? Und der sagt, hey, was merkst du von mir? Ja, nix, du bist halt saudeppert und kreislich, das würde der bloß einmal gesagt haben. Und wenn der mich dann angeht und die brenne am einer auf, bin ich derjenige. Und genau so ist deine Situation in den allermeisten Fällen auch gewesen. Natürlich gibt's Arschlöcher, aber die gibt's überall. Ja, also diese Riesenböller, die da gezündet wurden, wo die ganze scheiß Bude hätte abfackeln können, vor allem mit dem ganzen brennbaren Müll, der da bei dir draußen klackt ist, ja, nicht gut. Die Pizzabestellungen, ja, finde jetzt auch nicht so pralle, aber nein. Und das komische Arschloch, das hier vor kurzem wieder einen Feuerwehreinsatz fabriziert hat, der gehört in den Knast, ganz ehrlich. Weil wenn jetzt dem Dicken hier Pizza ins Hotel bestellt, dann ist das scheiße, weil das die Firma bzw. das Restaurant Geld kostet und Zeit und andere Leute dann länger auf ihr Essen warten müssen. Das Essen wird verschwendet, weil das wird weggeschmissen und. Das ist Kacke, aber das ist im Endeffekt ein verschmerzbarer Schaden. Wenn irgendein Vollhorst die scheiß Feuerwehr anruft und zu dem Dicken schickt und die scheiß Feuerwehr ist dann da für einen Arsch und für nix und woanders passiert der Unfall, wo sie die tatsächlich gebraucht hätten und einer geht ex, dann ist halt richtig scheiße. Und das kann gut passieren. Ja? In solchen Situationen gebe ich ihm leider Gottes recht. Das sind Leute, die mich dazu zwingen, Rainer recht zu geben. So gern habe ich die. Das muss ein reiner Fanclub sein, weil die finden den Missbrauch von Notrufnummern genauso geil wie er. In diesen wenigen seltenen Fällen, ja, bist du ausnahmsweise nicht ganz derjenige. Ansonsten bist du immer derjenige gewesen. Du hast immer provoziert und auf die Reaktion, die du provoziert hast, hast du mit Gewalt und Aggression reagiert und dann hast du so, ich verteidige mich ja bloß. Und so läuft die Scheiße nicht. Wo andere längst amok gelaufen wären, sich umgebracht hätten, andere umgebracht hätten, wie auch immer. Es gibt Kinder und junge Erwachsene und auch Erwachsene, die mit Rainer, auch junge Erwachsene sind Erwachsene. Komm zum Punkt. Viel Schlimmerem zurechtkommen müssen. Richtig, dann hör zu jammern auf, Rainer. Dann hör zu jammern. Es gibt nämlich Leute, die haben sich ihr scheiß Schicksal nicht ausgesucht. Du bist lachend in die Kreissäge gelaufen und jetzt heulst du, weil es weh tut. Merkst du selber. Mit Krankheiten, mit Behinderungen, mit irgendwelchen Problemen, an die die normalen Menschen so gar nicht denken. Ich sehe mich nicht als stark. Rainer, du willst mir doch komplett verarschen. Du hast einen Song geschrieben, in Anführungsstrichen geschrieben, schreiben lassen, aufgenommen, der Meine Stärke hieß. For fuck's sake, willst du mich komplett verarschen? Ich sehe mich nicht aus der... Das ist je nachdem, welche von diesen vielen Opferrollen, die er hat, er gerade einnimmt, ist er entweder ist er super stark und er könnte ihn mit einem Schlag irgendwie so heftig treffen, dass sie sterben und so krass getroffen wurden, dass sie im nächsten Leben behindert wiedergeboren werden. Und am anderen Ding, nee, ich bin überhaupt nicht stark. Diese Leute sind stark. Halt dein Maul, Rainer, halt dein Maul. Ich sehe mich auch nicht als was Besonderes. Alter, ich bin das höchste Wesen, Jesus möchte von mir gesegnet werden, den ganzen Kram. Er sieht sich nicht aus als Besonderes. Hier die ganzen Geschichten von wegen deine Arbeitswoche, die kannst gegen meine in die Tonne treten und vor allem von den Stunden her und eben hier der große YouTuber und hier alle anderen Leute haben nichts zu melden, weil ich habe so und so viel mehr Abonnenten als die.
Nee, die letzten 10 Jahre haben daraus bestanden, Leute zu provozieren und dich selbst zu beweihräuchern, wie geil du doch bist. Und jetzt stellst du hier hin so, ich bin nicht stark und ich sehe mich auch nicht als was Besonderes. Heute dein Maul. Heute einfach dein Maul. Habe ich nie und das werde ich nie. Ich habe einen schweren Weg hinter mir und es gibt Menschen, die haben weit schwerere Wege hinter sich und auch noch vor sich. Es gibt Menschen, die kommen nicht mal in ihrem Leben so weit wie ich. Ja, es gibt Menschen, die kommen nicht so weit, dass sie ein Erbe in Form eines großen Hofes mit einem großen Grundstück und 40.000 Euro auf dem Konto innerhalb kürzester Zeit in einen Sack voll Scheiße verwandeln. Sich selber behindert fressen und dann noch hinkriegen, dass die ganze Welt sie hasst. So weit kommen wirklich nicht viele Leute, Rainer. Da hast richtig recht. Ja? Ich habe nicht vor, weiter auf TikTok irgendwelche Videos zu machen. Heureka! Okay, wir wissen, dass es gelogen ist. Aber lass mir kurz die Illusion, dass es vielleicht richtig sein könnte. Ganz kurz. Ich fände es schön. Ganz zu schweigen davon, wie gesagt, der Kanal ist wahrscheinlich jetzt, wo ich das hier aufnehme, schon weggemeldet. Würde mich wundern, wenn nicht. Ich habe auf dem Kanal hier jetzt das erste Video hochgeladen. Ich habe noch einen anderen Kanal, wo ich 2 Videos hochgeladen und wieder gelöscht habe. Ich mache momentan noch ein paar Projekte. Ich versuche noch meinen YouTube-Account wieder zurückzubekommen. Rainer, das mit dem YouTube-Account, das musst du jetzt dann mal langsam begreifen. Ja, das ist vorbei. Das ist den Fluss hinunter und ins Meer gespült, der YouTube-Kanal. Den wirst du niemals mehr wiederbekommen. Aber selbst wenn ich ihn wieder habe, glaube ich noch nicht daran, dass ich da aktiv weitermachen werde. Warum willst du ihn denn dann wieder haben? Ich möchte unbedingt meinen YouTube-Kanal wieder haben. Aber weitermachen will ich da drauf nicht. Laber doch keinen Scheiß. Natürlich willst du den wieder haben. An dem Tag, an dem du deinen YouTube-Kanal wieder kriegen würdest, ist sofort der Greenscreen hochgezogen und dann sitzt du da und sagst, ha, unbesiegt, ich habe meinen YouTube-Kanal wieder, ich habe 234.000 Abonnenten. Und dann geht die Scheiße wieder von vorne los, Rainer. Dann geht die Scheiße wieder von vorne los. Ich sehe mich nicht als besiegt. Wer hätte jetzt mit der Aussage rechnen können? Rainer, du bist obdachlos und so gut wie pleite. Du kriegst im Internet keinen Fuß mehr auf den Boden. Im wahren Leben auch nicht, weil Wasser und so. Rainer, wenn man besiegt googelt, kommt dieses Bild von dir. Du bist fertig mit Internet. Sieh's ein, verpiss dich, bleib draußen. Aber ich sehe mich auch nicht als Sieger. Ich habe mehr als 10 Jahre meines Lebens in diesen Kanal gesteckt, in meinen YouTube-Kanal. Ich bin nicht besiegt, aber ich bin auch nicht der Sieger. Meinst du, sagst du jetzt einfach dir, das Game soll weitergehen? Ist das, was du gerade sagen willst? Weil wenn das Game nämlich zu Ende ist, und ich glaube, dass es zu Ende ist, dann gibt es halt die Möglichkeit, dass du entweder besiegt bist oder dass du der Sieger bist. Und wenn ich mal anschaue, unter welchen Verhältnissen, dass du gerade lebst, weiß ich nicht. Ja? Könnte ich zu dem vagen Schluss kommen, dass du doch ziemlich besiegt bist. Mehr als 11 Jahre fast. Wofür? Ja, das fragt man sich, Rainer. Wofür hast du jetzt die letzten 11 Jahre diese Scheiße gemacht? Für Hass und Mobbing? Du hast Wasser in den Beinen und Obdachlosigkeit und Diabetes vergessen. Nein. Für die Hoffnung. Ach scheiße, Rainer, hast du deine Medikamente wieder nicht genommen. Die Hoffnung. Mit dem Blick. Boah, Rainer, pass halt auf, dass du auf deiner Schleimspur nicht ausrutscht, für die Hoffnung. Oh ja, bitte schreibt mir rein. Ich habe jetzt im Moment keinen IQ, bitte schreibt mir mal unten in die Kommentare, welchen Film er sich jetzt angeschaut hat, aus dem er die Scheiße wieder rausgeklaut hat, weil es ist gewiss irgendein Film. Oder irgendeine Anime-Serie.
für die Hoffnung. Das ist ihm nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Da hat er jetzt vor kurzem wieder irgendeinen pathetischen Schmutz gegeben. Und der hat ihn dazu bewegt, jetzt diesen neuen TikTok-Kanal aufzumachen und dieses Video rauszupimmeln. Das war's dann aber auch schon. Ja, für die Hoffnung. Wort zum Sonntag, meine Freunde. Ja, ich krieg mich nicht mehr. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich stehe zu meiner Aussage. Meine Aussage ist immer noch, das Game ist vorbei, weil er keinen Kanal mehr bekommt, den er monetarisieren kann auf keiner Plattform dieser Welt. Weil es immer sofort weggemettelt wird. Weil er überall ja schon gesperrt und gebannt ist. Und die meisten Plattformen, wenn jemand das versucht, einfach einen neuen Kanal aufzumachen, nachdem der alte weggemettelt wurde, sind da dahinter, dass das nicht mehr passiert. Entschuldigung. Dementsprechend, ich stehe zu meiner Aussage. Ich glaube, das Game ist vorbei und Rainer ist besiegt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich harre der Dinge, die da kommen. Es hat mir Spaß gemacht, mal wieder frisches Met für euch zu behandeln. 21,5 Minuten für ein 3-Minuten-Video. Herzlichen Glückwunsch, Kaspar. Hast du wieder richtig gut gemacht. Schön ausschweifend. Schön ausschweifend. Aber wir haben ja die Spotting-Scheiße auch noch behandelt. Dafür ist es dann doch wieder ein ganz guter Schnitt. In diesem Sinne bleibt mir noch zu sagen, tut bitte nicht, was Rainer tut. Und Medal off.